Kann ich loslegen? Was? Wenn das Lämpchen grün ist? Ah, das. Also, das ist schon lang grün. Okay. Also, grüezi, liebe Kinder und... Und was? Ah, Erwachsene. Also, ich glaube, ich fange nochmal an. Ich bin einfach ein bisschen nervös. Bei so einer Aufnahme muss alles... Dabei hört eigentlich noch gar niemand zu. Also nein, eigentlich doch. Also ihr. Ist ja gleich. Grüezi, liebe Kinder und Erwachsene. Bevor wir mit unserem Kasperli-Spiel anfangen, möchte ich euch zuerst alle meine Kollegen vorstellen, die mitspielen, damit ihr dann besser draus kommt. Vielleicht wollt ihr ja zuerst wissen, wer denn ich bin. Ich heisse Dunnerli und bin eine Blitzfee. Also wir Blitzfeen machen den Blitz, wenn es gewittert. Und so einen Blitz mache ich so. Ich tue ihn hier an den Edelstein auf meinem Stirnband reiben. Nein, stopp! Spinnst! Das kannst du nicht machen, hier im Studio rein. Da verbrennt sonst alles. Sorry, das habe ich ganz vergessen. Also, wo bin ich? Ich bin eine Blitzfee und wohne bei meinem Onkel Luzi, wo... Muss ich kommen? Nein, du bist doch gar noch nicht dran. Geh bitte noch mal hinterher warten. Okay, ich gang ja schon. Aber mach ein bisschen. Ich habe noch anders zu tun, als da ewiges Däumchen zu drehen. Das wäre also der Onkel Luzi gewesen, aber der kommt erst später. Jetzt fangen wir an mit dem Kasperli. Er ist mein bester Freund und er ist ein ziemliches gefitztes Bürstli. Aber manchmal vergisst er einfach die Aufzüge zu machen und dann muss ich ihm meine geben, damit er es schnell abschreiben kann. Aber sonst ist er wirklich ein Guter. Er wehrt sich immer, wenn er etwas ungerecht oder einfach unfreundlich findet. Und er gibt nie auf, wenn es darum geht, jemandem zu helfen, wenn es nötig ist. Und das ist meine beste Freundin, Prinzessin Seidenschleierli. Sie wohnt im Schloss, wo ihr Papi der König ist. Sie ist schon ein bisschen noblig, aber trotzdem kommt sie gern zu uns zum Spielen oder Schwätzen. So, und der komische grüne Manokel da, das ist der Akwi. Er wohnt im Türlersee und ist ein Wassermann. Vor ein paar Jahren an der Weihnacht ist er zu uns ans Land gekommen, um bei einem Krippenspiel mitmachen, mit dem Kasperli, der Prinzessin und dem Herr Sprüngli. Und seitdem kommt er jede Weihnacht zu uns und wir freuen uns immer auf seinen Besuch. Und das ist jetzt der Herr Sprüngli, den ich vorher gesagt habe. Er kommt aus dieser berühmten Familie, die Schoki und Luxemburgerli fabriziert. Aber er ist da ein bisschen aus der Reihe getanzt und eine Art Künstler geworden, also ein Zauberer. Aber er kann nur zaubern, wenn er Schoki gegessen hat. Der Herr Sprüngli ist ganz ein Lieber und hat uns schon manchmal gerettet, wenn wir allein nicht mehr zu Schlag gekommen sind. Herr Sprüngli, seine grosse Liebe ist die Dornenhexe. Sie heisst Espina Rosmarie. Ja, sie ist eine Hexe. Wollt ihr jetzt wissen, ob sie eine liebe oder eine böse Hexe ist? Es kommt ganz darauf an, ob man freundlich oder unhöflich ist mit ihr. Rosen haben halt auch Dornen, wo man sich daran stechen kann. Oh, und den habt ihr ja schon mal kurz gesehen. Der Onkel Luzi. Also richtig heisst er Luzi F. Diavolo. Ja, und ich glaube, man sagt ihm auch Teufel. Und manchmal ist er wirklich mega böse. Er erzählt damals, er hätte eine tolle Firma gehabt. Höll hat die, glaube ich, geheissen. Aber irgendetwas ist schief gegangen und er hat den Laden schliessen. Dann hat er unseren Lampenladen aufgemacht und da helfe ich ihm ab und zu ein bisschen aus, um ein bisschen Sachgeld zu verdienen. Ich habe ihm mal einen wertvollen Stein geschenkt. Den Stein, der gute Laune macht. Und wenn er den schön mit sich herumträgt, ist er viel weniger hässig. Und der ruppige Kerl da ist der Rott. Er ist ein norwegischer Wurzeltroll, der da Verwandte suchen, weil er ganz allein war. Die hat er mit der Hilfe vom Akwi zum Glück gefunden. Und jetzt wohnt er in der Nähe vom Türlersee. Ah, und zuletzt kommt noch der Bengel. Also richtig heisst er Beng Oluf und er ist uns an der letzten Weihnacht mitten aus dem Himmel direkt vor unsere Füße angefallen. Zuerst war er ein furchtbar mühsamer Socken. Aber nach langem Hin und Her ist er dann wieder in den Himmel
und ist viel freundlicher geworden, weil er dann bei den Posaunenengel mitspielen. So, dann hätten wir's und fangen an. Wir spielen eine Geschichte, die passiert ist, wo das Coronavirus im letzten Frühling. Und alle mussten daheim bleiben. Und wir sind nicht mehr in die Schule gegangen. Das habt ihr ja auch erlebt, gell? Dann passt gut auf, es geht los.